Wir sind in dieser Reihe von Botschaften, was wir nennen Dankboa. Und von der Überschrift von dieser Botschaft, die nenne ich, was sagst du noch? Wir gleichen alle dankbar zu viel. Wir gleichen, wenn uns gute Dinge passieren zu uns. Und wir sind sehr dankbar. Wir gleichen dankbar zu viel. Wir sind sehr dankbar, wenn wir durch eine schwere Zeit sind durchgekommen. Wir sind da gut zurückgekommen. Und some Menschen sagen dann thank goodness, some sagen thank God. Aber alle haben bis diese Feilung von Dankschein für, wo ich gerne bin, wo ich nun nicht mehr gerne sehe, ich sie da zurückgekommen. Und aber wir haben alle an verschiedenen Wegen, wo wir unsere Dankbarkeit bewiesen haben. Und wenn wir nicht dankbar sind und dort nicht bewiesen haben zu den Menschen um uns, dort kann manchmal den Freundschaft brechen, dass wir nicht mehr Freund sind, mit dem, was wir dachten, was wir Freund wären. Oder dort kann den Vertrauen brechen, wenn wir haben nicht bewiesen, dass wir dankbar sind. Das sei weh, wenn wir mit Menschen taub sind und wir wollen, wir haben was für die getan und die sind nicht dankbar. Sind bloß nicht dankbar dafür. Und das ist nicht unbedingt, was die getan haben, aber das, was die nicht getan haben. Die haben nicht bewiesen, dass sie dankbar sind. Undankbarkeit, die sagt, ich sage dort nicht, was du das, ich sage dir nicht mal, ich anerkenne dort nicht, was du getan hast. Und Undankbarkeit sagt doch dort, du wirst alle mir Dankschein sein, so du bist mir dort schuldig, du wirst alle zu mir Dankschein sein. Ein anderes Ding ist, das fällt sich sehr unmöglich, wenn ich gerade mit den Nächsten gehen sagen, hey, how about, wenn du mir wirst Dankschein sein für das. Wenn wir den nächsten Mal nach denken halten sein, das wird ein Dankschein wird sein. Das fällt sich sehr unmöglich, wenn wir das machen tun. Das fällt sich so, dass wir sind nur sehr klein, oder das merkt uns klein viel, wenn das fällt sich bis nicht reicht, wenn wir den nächsten nach Mathe sagen, hey, das wird ein Dankschein wird sein. Undankbarkeit, die ist manchmal auch mit wir ausgesprochen. Menschen sagen das einfach zu uns, wir haben vielleicht was getan für somewem was. Und dann sagt ihr bloß noch, dass wir nach der erreichten Klier, dass wir nach der erreichten Zeit, und das schmeckt mir nicht mal schein, oder was immer das alles ist. Und manchmal tun Menschen das beweisen, oder das sagen mit wir, dass sie nicht dankbar sind. Aber die meiste Zeit, was wir Menschen mit Trouble haben, ist, dass wir nicht sein. Wir sind vielleicht dankbar, aber wir sagen das gar nicht. Wir sagen bloß nicht, und der Nächste wird das nicht mal an, dass wir dankbar sind. Ich weiß nicht, was das für Jugend ist, aber ich glaube, das ist nur leicht, Menschen aufzuschreiben von unserer Liste, würde so sein, wenn die undankbar sind. Und besonders noch, wenn wir die geholfen haben. Wir haben die geholfen, die sind nicht dankbar, und dann sage ich, okay, die sind von meiner Liste eng. Und dankbar, wenn ein Mensch dankbar ist, wenn wir ihm geholfen haben, der Mensch dankbar ist, dort geht ein langer Weg. Dort merkt uns wel, die nach Meier halten. Die ist so dankbar, die rechnet dort so viel, den würde ich gleich Meier zu halten. Und aber wir als Christen, wir sind berufen, zum Menschen zu halten, dass die dankbar sind oder nicht. Aber für uns persönlich ist es manchmal schwer, dort zu tun, wenn die nicht dankbar sind. Und für mich, ich kann sein, mir ist das manchmal schwer, meine Zeit zu geben oder meine Geld zu geben zu so einem Menschen, die nicht dankbar sind dafür. Das ist viel leichter, Menschen zu halten, die dankbar sind. Ein Mann, der sagt mit seinem Freund, das Freund, der der Hand kommt, der will mit diesem Businessman vertellen. Und bloß mit Gerot leben und seine Woche dort umgeht mit seinen Arbeitern, wo dort Geschäft rennt und so weiter. So deshalb wird der Hand kommt noch den Geschäftsmann, der sagt über dem, ich weiß, du bist sehr Druck und du hast einen Teil Arbeit, ich will dir nicht sehr viel Zeit abnehmen, ich will bis hastig im Bett mit dir reden und wenn ich weiß, du bist sehr Druck, oh no, sagt das Geschäftsmann, no, das braucht nicht. Ich betone die Arbeiter alle, die können alle lüren, die schaffen alle für mich und das sind dann, wenn die damit lüren, das sind meine Menschen. Keiner von uns gleicht es dort so gefeilt zu sein, dort die schafft bloß für mich, die können die lüren und ich sie in Kontrolle über den. Das steht, was die feilt. So das ist nicht so, dass wir das sollen tun. Wir sollen das beweisen, dass wir den Nächsten dankbar sind, dass die mit uns taub schaffen, nicht bloß, dass die für uns schaffen. Vielleicht bist du mal beschuldigt worden von dort nicht so nicht bewiesen, von dort du dankbar bist. Vielleicht hast du mal wird die bitte beschuldigt reden, sag ich, du sollst dankbar sein. Und wie wäre uns vorzu, wie sagen, no, was meinst du?
Wat meinst du? Ik zie sehr dankbaar. Ik zie sehr dankbaar. Ik voel einfach ganz dankbaar. De trouble is, de nächste, dat kan niet zijn wat du voelst, wanneer du dat niet sagst. Wanneer du bloß sagst, dat ik zie dankbaar, ik voel dat, wat ik bloß zeg, ik voel dat, en dat niemand zegt, de nächste kan dat niet voelen. In onze jeugd, viele Männer sind sehr druk. Manchmal meest te druk. We hebben allerhand dingen am drehen. En ik heb met Männern geredet, wat hij zegt. Ik voel me een beetje weit af van mijn familie. Dat is een beetje wanneer die weit af zijn. Ik heb niet genoeg tijd voor die. Ik zie weit af, maar ik leef die zeer. Ik leef mijn familie zeer. En ik denk dan manchmal aan mezelf. Ik zie ook druk. En wanneer ik plus zei dat ik de familie leven weit af zie en ik heb mijn kinderen zijn, dat helpt really goed. Wanneer du die tijd voor die kinderen, voor wem immer dat is, wirklich op die kinderen hast, dat is wat wat helpt. Wenn dat wordt de aan. Wanneer du weit af bent en zegt, ik leef die, dat is een goede ding. Maar dat je op die kinderen en dan bewijst dat. Bewijs dat du dankbaar bent voor die familie. Bewijs dat du dankbaar bent voor die ehepartner, wanneer du befried bent. En Jugend, hier heb ik een Rat voor jullie. Wanneer je wordt gleichen, dat jullie ouderen worden mij, maar ik kijk hier aan, want ik geloof hier zijn mijn Jugend. Wanneer je wordt gleichen, dat jullie ouderen worden mij mal ja zijn en wenn ja mal nee, dan wil ik je best geraden, dan ziet plus voor alles dankbaar. Zie best mal dankbaar voor wat jullie ouderen voor jullie doen. En dan zeg dat tegen jullie ouderen. Zeg dat je dankbaar bent. Je denkt vielleicht zo dat, wel, dit is wat de ouderen zullen doen. Die zullen me een huis geven, die zullen me eten geven, die zullen me een trap geven, die zullen me die toys geven. Dat is wat die doen, dit is wat ouderen doen. En ik wil jullie zeggen dat ouderen, die voelen zich manchmal ook zo zelfverständlich genomen. Dit is wat die doen, dit is wat die voor ons allemaal doen. Zo zeg dankzij dat wat de ouderen er hart plus smelten en die worden manchmal ja zijn en er staat nee. Hier is een Beispiel in Lukas Kapitel 17, wat ik van jou wil doorgaan. En dit is een Beispiel van Dankboa. En wanneer ik dit lees, dan denk ik mij allemaal aan de mensen wat rond mij zijn. En dat ik dankbaar zie voor de mensen in mijn leven. En zo we worden vers lezen, Lukas 17, vers 11. Dit is waar we aanvangen. Als Jezus naar Jeruzalem ging, neemt ik dat zo ram, dat hij verlengde de scheidingsgrens tussen Samaria en Galilea ging. Dit is in de maand van Noach. Dit is in de maand waar niet zo veel mensen wonen. Dat zijn kleine dorpjes, wat we kunnen vielleicht zeggen, waar zo weinig mensen wonen. Dat is zo alleen. En dit is waar Jezus ging. Vers 12. En als hij in je het dorp ging, begint hem 10 leprekranke mannen. Die blijven weit afstaan. De oorzaak waarom ze weit af blijven staan is, zij weer lepra. En mensen te die tijd wat de lepra-krankheid hadden, die moesten buiten het dorp zijn. En daar waren even meer mensen wat ze doorheen schaakten. Die hadden even een kleine kuta, wat we kunnen zeggen, een kleine dorpje daar. En dit is waar die moesten verzieken, je leven te merken. Dit is waar ze alle een beetje top weer zo buiten kon im dorp. Dat is waar ze moesten leven. Te die tijd wie ook lepra-krankheid zeer even slonend, dat het zeer ligt. De nächste dat ook kreeg, dat is waarin ze moesten weit af zijn. En dit was een zeer zware tijd voor de mensen om ihr leven te merken. Want zij moesten alles met heen zijn leven te merken. Wo merkst die leven buiten kon daar, kost niet manche mensen zijn. En van deze dag, de mensen merken leven van thuis. Work from home. Die kunnen alles aan de computer en phone en die schaffen van thuis. Vele mensen kunnen ihre arbeid krijgen van thuis doen. Te deze tijd, die moesten het leven merken met heen. En dat weer zwaar om een leven te merken. Sommige van de overleefden dat niet plus krijgen, want ze kunnen niet voor zichzelf verzorgen. En wanneer mensen naar aankomen, wanneer mensen doorheen komen, dan moeten ze al van weit af zeer luid schreeuwen en zeggen, we zijn aanrein, we zijn aanrein, we hebben krankheid, we zijn aanrein, niet dichtbij komen. En hier is dit zo zegt in vers 13, en es schreeuwen luid, dit is Jezus hier naar komen, schreeuwen luid, meester, heb medelijden met ons. Dit is wat ze tegen Jezus zeiden. Zo zij roepten aan meester, niet wie zijn aanrein. Ze zeiden meester. Het interessante denk ik is dat plus de jongen weer die wat aan meester naam. De mensen wat aan ganz dicht bij hen aan gingen, die zien een overval ja. Dat weer die wat we zeggen meester. Dit weer je niet zo'n mens wat aan dicht aan overval. En zij zeiden meester.
Meister, sei sich hier, vielleicht haben sie gehört von seiner Ministry, von Jesus, was er tut. Vielleicht haben sie gehört, dass die Menschen heilt. Haben sie vielleicht gehört, was Jesus alle tut. Und sie haben sich vielleicht auch alle taub gestanden. Wenn Jesus einmal wird diesen Weg kommen, dann werden wir uns alle taub stehen. Alle taub, und dann werden wir am Frauen, das heißt uns was heil. Und das, was hier ist, das passiert, Vers 14. Und es heißt, dass Jesus sagt, gut stellt die Priester fair. Na gut, dort haben sie allmehrmal gehört. Menschen, die, wenn die entsagen, dann würden sie sagen, gut weg, gut in Haus, gut Arbeit am Dorf. Gut, dort haben sie allmehrmal gehört, gut weg. Und hier ist das so, sagt Jesus, gut stellt die Priester fair. Und während sie gingen, waren sie rein. Ich habe uns festgestellt, dass die Samariter, die für ein jüdischer Priester gehen und Frauen, dass die das reine Licht geben sozusagen, am sein, dass rein wird, dass könnte in die Gesellschaft gehen. Erstens, der Samariter, der jüdische Priester, wird den Samariter vielleicht nicht mal angeladen im Tempel und dann dreimal all nicht dem gesagt, dass rein wird. Und Jesus, der sagt, gut stellt ihr den fern und wird, sagt, gut wies ihr den Priester. Und sie waren vielleicht so gedacht, und wie ist den Wort? Es ist keine Menschen Wahlans sein. Keine Wahlans, was soll das sein? Und das gesagt, dass wir so, dass wenn wir eine Hautkrankheit haben, dass der muss, wenn das ist geheilt wird, die Haut, dann muss der für den Priester gehen. Und der Priester, der checkt dann, dass es alle gut wird, nur den Quarantin, haben wir mal von den Quarantin gehört, nur in Quarantin, dann sieht der Priester, okay, nun ist das gut, nun kannst du trägen manche Menschen gehen, du kannst trägen nach der Gesellschaft gehen, kannst wahre manche Menschen sein. Und das, was hier ist, so, was Jesus sagt, soll gehen für den Priester, damit er erklärt, dass sie keine wahre für manche Menschen sein. Und ich denke, bis zwischen den Ländern, ich stelle mich bloß so vor, wo würde es sein, wenn da würde 10 Männer alle zugleich sein, nach dem Priester gekommen und gesagt, wir sind alle rein, waren alle rein, kriegt zugleich. Wunder, was dort wird hier tun. Das ist nicht, was hier passiert, aber ich denke bloß so, was würde der Priester hier sagen, wo dort apart auch noch eine ganze Geschichte hier gibt. Die andere Frau ist, was willst du tun? Was willst du tun, wenn Jesus sagt, go dahin, und die wird die freistellen, oder die wird die freisprechen, dass die Kosträger in die Gesellschaft gehen. Das Interessante, denke ich, ist, dass sie ging, während sie ging, waren sie rein. Und das ist, was wir vielmal brauchen, wenn wir sagen, wir gehen im Glauben. Walk by faith. Die fangen bis einfach an zu gehen, sie gingen im Glauben. Und das ist noch ein Part nach einer Geschichte, die wir Lot davon vertellen. Aber das nächste Vers, das wird die ganze Geschichte sich dreht, und das will von der Welt ein bisschen noch checken. Vers 15. Einer von denen, als er sagt, dass er geheilt wird, kam trägen, lob Gott mit einer lauten Stimme. Einer kam trägen. Einer kam trägen und er beweist dort, dass er dankbar wird. Er schmeißt sich für Jesus an und lobt ihn mit einer lauten Stimme. Nicht bis abstellend in sein Hort, mit einer lauten Stimme. Lobt er Gott und dankt ihm. Und ich stelle mir hier auch so vor, dass das einer, was der Trick ging, der würde auch gleich in Haus heran oder Familien zu sagen, hey, nu zie ik waar je zoon, en kijk wat er passiert ist, en nu kan ik waar thuis zijn. Aber er deed nicht, er ging träg. Einer, der ging träg nur den, wo er hat mählich gemerkt, dass er kann verweich moven. Vers 16, er schmeißt sich für Jesus Stuhl, dankt ihm. Und das wie ein Samariter. Der Samariter, ich glaube, er würde nicht sagen, es sei leicht, dass der jüdische Priester an wird frei sprechen. Die Juden, die kickten nur sehr auf auf den Samariter. Kann es sein, dass er trägt nach Jesus, wenn er hat all kurz gefällt, dass das Jesus, der nimmt mich an, kriegt es ich sie. Der nimmt mich an, ich will trägen und am Dankschein sein. Das sagt, dass das wie ein Samariter, dass der noch anweisen, dass die anderen vielleicht nicht sind gewesen, vielleicht sind dort Juden gewesen. Aber das wiest du auch noch an, was Jesus hier sagt, dass in der Tag kommt, wo Menschen alle angenommen sind. Juden, Samariter und wie alle. Alle waren angenommen sein, ich will ihn alle annehmen. Und ich nehme ihn alle an. Vielleicht hast du doch, dass das Mensch, es sei arg behandelt geworden, war gelacht worden und gebullied und hat sie geschoben sein Leben lang. Und hier ist nun mal einer, der am Haf eine Gelegenheit gegeben zum Wiedergehen in sein Leben. Vers 17. Dann sagt Jesus zu ihm, wir da nicht 10, die da rein waren? Wo sind die anderen 1?
Wir sind keiner aus des Fremden zu fangen, der dort trägt Gott zu danken. Und wenn ich das lese, dann denke ich auch so, yes, wo sind die anderen nicht? So, wo sind die nicht? Wo sind die hingegangen? Wieso kommen die nicht zurück? Sind geheilt geworden, die kommen nicht zurück, um Gott zu danken. Jesus, den fehlt nicht eine Antwort hier. Er fragt nicht, wo sind die anderen? Nein, wenn ihm die Antwort fehlt. Aber er merkt, hier ist das so ein Punkt. Und der Punkt, der ist dort, diese Nein, die hat eine Gelegenheit gemisst, die wird die Gelegenheit vorbeigehen, um Jesus zu danken, kriegt dort in diesem Moment. In diesem Moment, wo das passiert, wo sie können zurückgehen und Gott danken dafür. Wir sind nu war bei der Zeit, dass wir Weihnachtsgeschenke weggeben und Weihnachtsdosen haben. Und wenn ich an diese Geschichte denke, dann denke ich an die kleinen Kinder, wenn die taub sind, ab einer Familie taub kommen. Und wenn die Großmama und Großpapa hat, die Geschenke gemerkt, dass die Ältere für die Kinder. Und ich habe mir einmal gesagt, dass die Familie taub kommen, wenn die Großmama, die kleinen Kinder, die sind so excited, die haben eine Dose und die rieten dort ab. Und die Mama, die redet mit den Kindern, die da auch sagt, Dankeschön. Was sagst du danach? Und die Kinder sind bis so abgerecht und die wollen mal ihr Geschenk aufmerken. Über dem fangen die kleinen Kinder an zu rohren und zu heulen. Es ist alles top verdorben. Über dem die kleinen Kinder, die drehen sich noch ein bisschen Mama herabnehmen und sagen noch Dankeschön. Aber das halt really nicht. Nicht zu der Mama. Die sagen, nee, nicht zu mir. Sei mal zur Großmama. Was sagst du danach? Was sagst du danach? Sei das zu deiner Großmama. Sei Dankeschön. Und lass nicht die Gelegenheit vorbeigehen. Das teilt auch meist nicht, wenn die Kinder schon ganz Nummer gespielt haben, nach zurückkommen und die Großmama sei Dankeschön. Weil das ist auch gut, aber in dem Moment sei Dankeschön. Das, was wir an die Kinder lernen zu sein. Wenn ein Geschenk kriegt, was sagst du danach? Was sagst du danach? Dankeschön. Dankeschön. Wenn wir diese anderen Menschen können fragen, bist du euch dankbar? Die würde sagen, oh, aber ja, sei ja. Ich bin sehr dankbar wäre ich. Das will ich in ein Haus ran und ich will meine Familie treffen und ich bin sehr dankbar. Ich lasse mich dann nennen, dass diese Negen sind in ein Haus gekommen, wo einmal sie wieder bei einem Haus. Und sie sind in ein Haus gekommen und sie haben die ganze Geschichte verteilt und die Onkels und die Tanten sind daran gewesen. Und sie haben die Geschichte verteilt und jetzt ist ich geheilt worden, ich ging bloß und ich werde geheilt und hier sehe ich und alle abgerecht. Ich stelle mir so vor, vielleicht die Vater, vielleicht die Mama, vielleicht ein Onkel. Der wurde auf einmal gefragt, und was seht ihr danach? Na, nichts. Ja, ich habe bloß ein Häuschen geraten. Ich sehe nichts. Ich habe euch Dankeschön gesagt. Das glaube ich, was ein von den Punkten ist, was Jesus hier uns lehrt. Sei Dankeschön. Einer von euch kann trägen sehen, Dankeschön. Vers 19. Und heute, Jesus sagt zu ihm, steh ab und go, dein Weg. Du bist durch den Glauben geheilt. Nu hier war go. Nu hier war von Jesus go, aber nu wird es nicht go weg. Go dort zu hängen oder go dort in Jan Dortmund oder go weg von uns. Nu hier go von Jesus mit dem Sehen. Jesus der Sehen, da man sagt, den Glauben hat die halt, nu go, nu merken Unterschied. Ich stelle mir so vor, dass das der Sehen, was er kriegt von Jesus, nu go und sehen. So ich will hier hastig kort 3 Punkte ausbringen, was ich will haben, was ihr soll entdecken. Nummer 1 ist, dankbar sein, aber das nicht bewiesen, meint, dass du den Nächsten, das meint den Nächsten, dass du undankbar bist. So dankbar sein, aber das nicht bewiesen, das konnte der Nächste meinen, dass du undankbar bist. Na, du wirst vielleicht sagen, dass ich sehe dankbar, aber der Nächste hat das noch einmal gehört und nicht gefällt. Und zu dir, was das gerne so meint, ich sehe euch dankbar. So, wenn du dankbar bist, dann beweis das. Dann sei das. Wenn du dankbar bist für die Person in deinem Leben, dann sei das krieg zu der Person. Sei das zu der Person, dass du dankbar bist. Ich glaube manchmal, das teilt nicht so viel, wenn ich dort zu jenen Menschen sage, dass ich dankbar bin für den Freund, den ich habe. Das ist auch gut. Aber how wenn ich nur den Freund gehe und sage, Dankeschön, dass du mein Freund bist. Oder zu deinem Partner, oder was immer das ist. Ich weiß, dass das teilt mehr, wenn du das zu dieser Person sagst, wo du für dankbar bist. Und wenn du befreit bist hier, du nicht deinen Partner loben, bloß für andere Menschen, wenn du mit deinen Freund hast und sagst, oh, wo geht deine Frau ist, oder wo geht dein Mann ist, und keinmal das nicht apart zu sein. Wenn du das keinmal nicht apart zu sagst, ich glaube,
dat kann manchmal mehr Schade tun, wenn du manchmal deinen Freund sagst, oh, was geht mein Partner ist. Aber selbst hast du das noch niemals gesagt, arm. So, wenn du dankbar bist für deinen Partner, dann sei das zu er, wenn die apart sind. Dankeschön. Oder sei das zu arm. Dankeschön. Ich bin so dankbar für dich, was du das für mich. Und dann, wenn du mein Freund bist, dann kann es sein, ich bin dankbar für meine Frau. Aber das nicht bloß für andere. Sei das zu er. Dann der zweite Punkt ist, Dankbarkeit fällt sich so als aufgewiesen worden. Oder Undankbarkeit. Undankbarkeit fällt sich so als aufgewiesen zu sein. Ein anderer wird ist, wenn du undankbar bist, zu den nächsten kann sich dazu fallen, das alles ein bisschen zur Seite geschoben. Du sagst vielleicht, dass dies ist sehr wichtig, dass du das Hort hast von deinen Kindern. Dies ist sehr wichtig, dass du den Hort hast von deinem Partner, deinem Ehepartner. Oder du sagst vielleicht, dass mir ist das sehr wichtig, dass ich das Hort habe, dass die ganz nah gekauft sind, die Arbeiter, die für mich schaffen. Aber du sagst dir niemals, dass du dankbar bist. Du sagst vielleicht, well, ich betule dich. Ich betule dir all. Oder das ist meine Frau, das ist mein Mann, das ist meine Tochter, das ist mein Sohn. Ich meine, der soll das weiter. Es kann sein, dass du vielleicht seine Hand hältst oder ihre Hand hältst, aber nicht ihre Hand hältst, wenn du nicht nochmal zu ihr sagst, Dankeschön, und das beweist, dass du dankbar bist. Der dritte Punkt ist, dankbar sein, aber das nicht beweisen, wiest du noch an, dass du zu voll von dir selbst bist. Bitte zu sehr abgepüst. Ich bin dankbar, aber ich beweise das nicht. Dat meint so viel, dass ich würde es können ohne die. Ich würde es können ohne die, mir fehlt es nicht an die, dort zum Bett würde es noch anwiesen. Wir sind dankbar und wir beweisen das nicht, das meint ein bisschen so viel, dass ich kann das allein tun. Und ich habe ein bisschen immer gedacht, ein arrogant oder hochnäsige Menschen und undankbare Menschen, die sind gewöhnlich auf dasselbe Schelf zu finden. Es ist nicht ein bisschen so, dass undankbare Menschen sind gewöhnlich ein bisschen was so. Und so die Frau ist für die. Ist die das schwer, Dankbarkeit zu beweisen? Ist die das schwer, Dankbarkeit zu beweisen, bis dort zu sein? Ist die das leichter, zu den Nächsten zu sein, dort die Dinge, die arg sind? Und wenn wir doch ein klein bisschen anders, ein bisschen andere Knie, und wenn wir schon mit euch kommen, wenn es ein bisschen steht wie, und all die Dinge, die können anders sein, ist dort viel leichter. Ist zu sein, dass du dankbar bist. Wenn es dort ist, wenn du kommt noch mal drauf an, hast du mal gewundert, wo wenn dort passiert? Wo wenn es ist, dass du da der Fehler kann sein und es steht, dass du dankbar bist. Ich weiß nicht gleich, was das alles ist, aber ein von den Dingen kann sein, dass wenn du was sagen, die fällt sich das so, wenn du was sagen, dass ich sie dankbar, was du hast getan für mich, dann ist es ein bisschen so, dass mit dort feile ich mich dann so, ich merke mich leer, und ich merke mich so schwach. Mit mir erst das mal wenig. Ich muss den nächsten nach Dankeschön sein, na dann sehe ich schwach. Das Wort hat erst, wenn du den nächsten was sein, Dankeschön, mir fehlt das an die, da wird die halten, dass die stärker warst, die merkt das nicht schwacher. Vielleicht fällt sich die das so, dass wenn ich den nächsten mal Dankeschön sein, dann fällt sich das ein bisschen so, dass da wo ich sie angekommen im Leben, dort hat der andere mich muss halten. Und die Wahrheit ist, das ist auch so, dass wo du bist angekommen im Leben, die andere Menschen haben dich gehalten mit dort. Du bist dann nicht allein bei dir gekommen, aber wo du bist in dein Leben. Denk, du bist mal ein bisschen eben noch. Check mal ein bisschen im Spiel an. Das ist ein Spiel, das du hin kann checken. Dass viele Menschen haben die geholfen, durch ankommen, wo du bist von dir. Vielleicht hast du Menschen, die durch Schule, mit Finances, mit was immer das alles ist, mit deinem Charakter, Lehre, Schule, was du bist durchgegangen, viele Dinge. Und so, wenn du kiekst, wo du bist gekommen im Leben, dass es mal tauscht, dass es nicht eine Schwachheit ist, zu sein, Dankeschön, dass du mich hast geholfen, bei hier kommen. Wenn du bist hier nicht allein bei hier gekommen, von der, wo du bist. Da wir geschrieben, und Alex Haley, da wir geschrieben, der hat sehr viel Bücher geschrieben, und er hat ein sehr interessantes, fremdes Bild in seinem Office hängen. Und das Bild, auf das Bild, da wir ein Turnpool, und auf den Turnpool, da sitzt eine Schildkröte boven.
En mensen komen er en zeggen, wat staat met dat beeld? Waarom wordt jij dat hier? En hij zei dat jedes Mal, wanneer ik een boek lees wat ik geschreven heb, die weer lees wat ik zelf geschreven heb, dat maakt me wondervol veel. Ik voel me goed met dat. En dat komt erop aan dat ik me niet een beetje proef doe met dat wat ik geschreven heb. En dan kijk ik naar dat beeld en dan denk ik aan, that's right, ik zie niet alleen wat hier kom. Somebody heeft me geholpen, dat ik hier zie hoe ik zie. Dat is niet mijn eer alleen. En zo ik wil dus helemaal weer teruggaan naar deze geschichte van Lucas. Wel wie van den einer zijn wat er terugkomt en zegt dankzij. Be the one. Zie de einer. Nou, de anderen doen alle niet. Die zijn al weg. Dat is oké. Zie du de einer wat er terugkomt en zegt dankzij. Dankzij te God. Eerstens God danken wat hij heeft gedaan voor dien leven. Vielleicht is het ook dat du zoals te de mensen rond die zijn dankzij voor wat du gedaan hast voor mij. Dank God voor al die dingen wat die bevallen. Ik geloof dat God die is zeer veel meer genoeg met ons, gnädig met ons, als even onze electrical company, de commission. Wenn wir auf einmal nicht uns 4 Sadel betult, das sind bloß ein paar Dauern, dann ist der Power off. Dann ist alles off. Und Gott, der ist gnädig mit uns. Vielleicht haben wir lange durch am Dankeschön gesagt, hat uns eine Hammerkraft gegeben zum Pferdeweg gehen. Vielleicht hast du gekriegt von niemand diese Zeit reit für dich, dass du sagst, Dankeschön Gott. Ich habe lange durch die Dankeschön gesagt für die Kraft, was du mir gibst. In dieser Zeit, dass ich dir was Dankeschön sein und bloß Part von sein, was du, was wo ich soll Part von sein. So meine Frau ist und die, wer hat die halben Pferdeweg kommen leben? Du wirst die best von dir. Wer hat die halben Pferdeweg gehen? Ich persönlich, ich sehe Träge gehen nach some von den Menschen, wo ich Jahre Träge für habe geschafft, some Jahre Träge für ich noch mein Wirt in der Stadt. Und ich sehe, Dankeschön, was du hast getan für mich. Ich würde nicht dort tun, was ich von dir tue, wenn es nicht wie für die Dinge, was du hast mir gelehrt. Und er hat Tränen in seinen Augen. Und wir haben eine gute Zeit. Ich glaube, dass ich am kein Dankeschön sein. Vielleicht ist es Zeit für dich, dass du trägst vor schon Dankeschön sein. Vielleicht hast du den Dad zu den sehen, was du mal einmal sein Dankeschön. Vielleicht hast du den sehen, was du soll nach seinem Dad gehen, oder was immer das ist, der Tochter, und was sein Dankeschön. So wer ist es, wer die halb gehalten Pferdeweg moven? Und die Frau ist, was sagst du danach? Was sagst du danach? Hast auch für jeden Träg zu gehen und Dankeschön zu sein. Ich würde fragen, dass ihr abstehen, ich will mit ihnen beten. Und fertig beten, weil ich ihnen beswarer sein, dass unser Team, der ist hier fairer reiten, die sind bereit, für ihnen zu beten, für was immer der Unjet in ihrem Leben, was immer Werk sie sind, der hier gehen. Sie sind hier, so gut nicht rührt, wenn ihnen das an Gebet fehlt, sie sind ihre Freunde und sie würden wirklich mit ihnen gehen. Vor dem Himmel Dankeschön für uns den Wort geben, Dankeschön für deine Gnade, Dankeschön für diese Geschichte in Lukas, wo du uns remindest, uns bloß denken hältst, zum Trick zu kommen und dienen zu sein, Dankeschön. Auch zu den Menschen herum uns, wo uns halben Fairweg moven, dass wir bis Trick gehen und sein, Dankeschön. Und wir stehen hier über das Krieg fertig und wir sind bloß reminded, was du hast getan für uns. Dass du bist am Kreuz gestorben, du hast unsere Sünde betont, du hast uns das ewige Leben gegeben durch Jesus. Wir können ganz Vertrauen haben dort und Hoffnung haben dort. Und für dort allein von der sagen wir bloß Dankeschön. Dankeschön. Und dann für all die Segnungen, die dran sind. Der Arndt, was da steht, der Freund, was wir haben, der Kirche, wo wir können sein, und die Liste jetzt allein. Und wir sagen Dankeschön. Ich bin dankbar. Dankeschön, Jesus, für dein Wort. Wir beten in deinem Namen. Amen. Gottes Segen mit euch. Svåra tiden, visst du mitt tru. Du bist min Grundstein, wo jag står.
Säkerst du ja, wo du versprachst, dine Läufe sag ich nicht, die Grut haft König. Trouble mich kommt danach sing ich die Leut. Säkerst du ja, wo du versprachst. Eva en Eva, te alle tid. Min Gott, das Trü von omfangbar Ding. En dan van mi flott, dat ik geef mine heng. Ik word am presen met o mine Säkerst du ja, wo du versprachst, dine Läufe sag ich nicht, der Grut haft König. Trouble mich kommt danach sing ich die Leut. Säkerst du ja, wo du versprachst. Was immer mal kommt, was immer passiert, als du op de Steinhuis min Taufe drün. Wat immer mag kom, wat immer tot kost, säkerst du ja, wo du verspreist. Wat immer mag kom, wat immer passiert, als du op de Steinhuis min Taufe drün. Wat immer mag kom, wat immer tot kost, säkerst du ja, wo du verspreist. Säkerst du ja, wo du versprachst. Säkerst du ja, wo du versprachst. Dine Läufe sag ich nicht, dich nur auf König. Trouble mag danach sing ich die Leut. Säkerst du ja, wo du versprachst. Säkerst du ja, wo du versprachst. Dine Läufe sag ich nicht, der Grut haft König. Trouble mich kommt danach sing ich die Leut. Säkerst du ja, wo du versprachst. Säkerst du ja, wo